Vandaag zit ik hier met Peta Thiessen van Nederland. Dankzij onkel Thiessen dat we hier een beetje filmen, een beetje vertellen. Hij is van na de Tweede Weltkrieg als hij gevlucht hier naar Paraguay. Onkel Thiessen, kan je van die tijd nog een beetje herinneren waar je gevlucht bent? Ja, klar kan ich mich so erinnern. Als wir 4 Jahre alt und 43, als wir aus Russland, aus Niendorf flüchten mussten. Dat ging dan naar Duitsland? No, ja, war ich vom Russ, war ich vom Kommunismus. En nog eenmaal luister van, weil onze Eltern hadden je dat al irgendwo tussen 13 en 15 jaar met dem Kommunismus geprüft. En da wir nicht gekommen, war ich leider auch nicht. Maar dann an der 43 die Deutschen gekommen wären. En bij onze knieën voorbij gefahren, wieder naar Fähren. En als sie dann abgeholt waren, dann musste sie treten. Und beim Treten nahm das deutsche Militär ihre deutsche Menschen mit naar Duitsland, so gut als es ging. Juntan zum Beispiel? Ja, ans zum Beispiel, ja. Und dann fliegt wie, sie hadden je Polen eingenommen een jaar eier, und 38 hadden ze je Polen eingenommen, dan ging dat ter Polen. Und da hielden wir dann erst einmal an. Das erste einzige Pflicht war mit dem Zug. Und von Polen, naja, das einzelne alle, aber als wir da auf der 3., 4. Stadt gewohnt hatten, dann fuhren wir mit dem, an 45, fuhren wir in Polen rüt, kreit für Zusammenbruch. Und dann wir Flüchtlinge ab Wohres. Wenn du mal hast einen Wagenzug gesehen, Flüchtlinge ab Bilder. Mit Piet? Mit Piet und Wagen. Und ohne Kostfähre nicht sein, wo das aufhängt, Kosthänge nicht sein, wo das abgeht. Ja, und dort wie im Januar Monat. Kalt. Meine Schwester war 14 Jahre alt. Oh. Da büten ab dem Kalten. Und dann hat man so ab dem Wagen abgedonnen, wie sollten da eine Reh eingepackt. Und dann kullert sie rauf. Und man ging an das Seite und sie kullert nur dort sie drauf. Und dann rappt wir mal, der ist draufgefallen. Dann muss ich Stunde lüren, was sie mal zwischen 2 Uhr sterch konnten. Der abheben. Triggert den Wagen ab und dann wieder. So reisen die 1 Monat im Januar. Ja. Met eten en zo, wat deed dat? Met eten sehr gut. Danach deuten die Tantes sich organisieren eten. Und zumal krieg ich eine Erdstock, eine gekochte Erdstock an der Fupp. Die durfte ich abeten ab Mittag, wenn der Andruck anleiten, dann durfte ich die abeten. Naja, an der 45 wie 6 Jahre alt, ja. Und da kann ich mir denken, da hatte ich ein paar seinen Rock an, ein paar seinen Schlips, dort wie mein Gürtel. Und dann hielt ich die Erdschang für Mittag über fast, am Mittag durfte ich, wenn der Andruck alle sehen, nüss Mittag, dann durfte ich die auch abheben. Ja, sonst war das organisiert vom deutschen Militär. Die organisierten dort so oben, und da hielt die Dreck an. En wordt ook, want avonds onder dag gebracht, die Menschen. Okay. Want veel mal op een Pied, aber Pied muss noch viel buiten staan. Ja. Aber Menschen werden noch meistens onder dag. Ja. Zo van vluchten, van aanvangen vluchten, dat je am Ziel wäre, weil man sagt, Duitsland, hoe lang weer dat? Dat weer van de 43 im Oktober. Wo hier de Krieg ab. Jo, der hier noch in Polen ab. Hatte 45
Im Mai, ja, April, Mai, als die Krieg abgeht. 2 Jahre wie da in Polen endlich. So von einer Stadt nach der andere. Da fange ich dann auch an, eine Schule zu gehen. Wo zur Schule gehen? Ja, na, wenn wir bei einem Bauer, wo einquartiert werden, ein halbes Jahr oder was, dann gehen wir mit den 10 Jahren mit einer Schule. Ja. Ah ja. Ja, und dann kamen wir nun Zusammenbruch, 45, het leut Mai, jetzt hat das. Ja. Und dann kamen wir bald ganz boven in Deutschland, nur der Ostfriesen. Emden, wenn du mal von Menno Siemens gelesen hast, Menno Siemens wie ein Emden. Okay. Und dann lehren wir sogar, dort wir dich bei Emden, eine andere Stadt. Da wir sogar nicht mehr eine Nieten-Church. Da kommen wir dann an? Da kommen wir dann an und werden dort dann einquartiert. Ja. Und nu waren wir mit den Flüchtlingen, ja. Und dann kommen wir dort zur Zeit und halb uns wieder, was wir dann aus Deutschland zurückkommen. Und wir kommen an 48 über Fehlall, an 47. Ja. In Nederland ist ja, der Gründungstag ist ja auch 47. Ja. Aber wir kommen an 48 rüt. Aber eigentlich will dann die Gruppe eigentlich nach Kanada? Jo, viele von unseren Menschen aus der beim MC2 waren in Deutschland und die Krieg abgehört hat und die alle anfangen nachzudenken, was tun wir mit der Welt, mit den Flüchtlingen, mit alles. Dann wollen viele nach Kanada, aber Kanada nahm dann mal gesunde Arbeiter ab. Keine alle Menschen wollen Aber eine Partie ist dann doch, ein paar Gesunde sind ja bestimmt gewesen. Jo, eingefahren auch. Aber wir hatten einen kranken Onkel, mein Paar hat einen kranken Bruder. Und der durfte nicht nach Kanada, und dann durfte er nach Paraguay, und meine Oma auch. Ja, okay, sie teilte ihn dann nicht ab. Welche gesund sie wollten nach Kanada? Nee. Ans Paar bleibt dann bei seinem Bruder und bei einer größeren Gruppe Minister, was sich da in Deutschland alle mit abgefangen haben. Okay. Und ging dann nach Paraguay, der hat niemals noch Kanada uitwanderen wordt. Ja. Nee, der will nicht uitwanderen. Ja, sie haben dann allein nicht das Jubiläum gefeiert. Hier in der Kolonie. Und da ist das gewesen worden, wo sie angesiedelt haben. Also, dat sehr viel Messplatz frühes wäre. Ja. Und Fernheimer und Männer sind ziemlich geholfen haben. War Nederland dann hier, wird das dann auch eingeteilt ein bisschen, hat je in der Wirtschaft, als sie ankommen? Dat het MC2 had je veel land gekauft. Ja, und der hatte das dann eingeteilt. Nee. Und die teilten dann an. Als wir erst, als sie worden gewusst haben, wie viel hier haben wollen, dann gingen die hier und teilten an. Das wir Neuschwander nannte sich, die teilten dann die Arbeit hier vermieten. Okay. Als wir in Deutschland wären, oder vielleicht auch alle in Männer wären, wir werden in Männer gebracht, wahrscheinlich für 3 oder für 6 Monate. Ja, okay. En die deiden dat dan ernst niet. Jo, ik kan me goed denken, als we het eerst eenmaal we voeren van Männer eerst met pa en mijn onkel en Ed. We voeren naar kamp al een dak opstellen. Dat is een heinerstal wat hij hier nu nog heeft. Zo'n dak opstellen voor we doorgaan. Dat wordt je heimat nog moet geven. Dat wordt, en dat hebben we geleidelijk bestarten als dat. Ja, dat we door mal wat eenheid worden hebben. En dat we ook krijgen 5 jaar Flüchtlinge. 5 jaar, na 5 jaar komen we hier op een Wetterkruid aan. Hallo. Ja, 5 jaar. Dan leeft dat men dan een vrouw is. Wo je land te zijn en wo wat vast het moet hebben. Mijn pa we geleidelijk. Want die Assen konden de Linse über dem Regen schmieden, die werd je vrij niet hier om zeel gelaten, die werd je rutgetragen en schmackt opgenomen, ja, de Line, want die dan uit nein om de Assen, die kon ze eerst, mijn pa we allemaal ganz geleidelijk. En
Die Zeit war dann begynnt meest voets met een beetje akeren oder ook... Jo, voets. Ja? Voets, dann fangen wir voets an, dass wir Oktober, dass wir noch dort, wie wir dann hatten auf Ferien der Taggebiet. Und da fuhr wir zurück noch mehr noch, sozusagen, die Familie holen, sei es dann. Ja. Also alles holen, was wir da hatten. Und dann brachte uns sein Männer hier an. En we hadden dan ook al een voertuig, we hadden een geleden woorden. Assen hadden we over zijn woorden. En Zeelen hadden we aan Rijnland gemaakt. Daar deden we onze rundslader finsnijden. En dan deden we dat schieren, wat dat weet je. En dan mochten we ons Assenzeelen van de halbweg al met 9 jaar. En dan hadden we, dan voeren we met 2 wagens. Al dort aan, wahrscheinlich aber viel halt mit gehad um den Tag vor die Bühnen und so was. Und der Onkel, der dreht Fuß die Nacht am, für 3, der sagt, das wird regnen, Oktober. Ja. Und dann hat wir alles an einen kleinen Tag gebracht, da auf der Stehen. Und danach kommt dort so ein richtiger Sturm mit Regen. Sommer sammeln wir an den Schieben und alles, was wir an der irgendwo im Betterkrüt lag dort. Da sammeln wir dort an Taupen, sagt noch das alle Taupen. Ja. Aber du kannst froh sein, dass du ein paar hast, ja? Sehr. So viel als ich mitgekriegt habe, sind sehr viel Witfrühes dann gewesen. Ja. Hat sie den Paar, den dann auch noch sehr geholfen? Die Ansiedlungszeit? Seine Witfrühes? Also seine Witfrühes? Ja. Wir hadden je met ons voor. Ja, na wer hat dann die Witfrühes? Na ja, das wir dann. Wer halbt den? Fernheimer, Männers, als ich viel ja. Da sei hier. Ja, en die haben viel. En ja, klar, wir hadden met zum Beispiel een uitrestingswagen geschreven Lothar, dem geschreven met een Wildfruithaup. Ja, en dan kon Vater dat even zijn. Ja, en die helpen. Ik moest dan als 10 jaar, 11 jaar jong, moest ik met die Wildfruit metvoeren. We aansiedelen dat we een 50 darpa. Op 52 tot zijn jaren oud. En een Noordwest uit van Nederland. Ja. Vandaar moest ik metvoeren als kutscher met die Wildfruit zum Beispiel naar Grauno. Ik leid 2 dagen die dat met Assen handvoeren. Schelpscheiben en dan terugkomen, dat we dan een weertje reizen, ja. En du wirst 10,5 jaar? En ja, klaar, dan moest ik met de tante, die had nog 2 jongens, die waren vielleicht beide, nog 10 jaar echt. Ja, en hij moest echt de grote jong zijn en met voor... Wappo? Ja, vandaar taalt man het, dan weer dat even normaal, ja. En du sitzt als Ferja, da sind dann aber viel Witfrühes angedreht und terug. Ja, vele. Wohin? Naar Canada, naar Duitsland. Ja, willst du einfach te schwer werden? Ja, weil sie das einfach nicht können, ja. Was sitzt du in einem Tag, wie viel wäre da Männer? En 2, en dat leidt weer 40 Wirtschaften en Friedensheim. 40 Wirtschaften en plus 2 Männer? Ja, 2 Männer, die werden aan ons schuld en... Dat andere wäre alles Witfrühes? Ja, jongens... 16, 17 jaar. Ja, maar die komen ook uit jaren 15 jaar de communismus en 5 jaar Flucht. Ja. Daar komen de jongens uit. Ja, wat zullen die hier men passen? Ja. So, dat is ja een tijd geweest. Ja, voor den. Wie waren Kenia? Ja. Wie waren dat? En dan nog de elleren bezit, ja. Dat ganze had Nederland had 41% Families ohne einen Mann, ohne einen Familienvorstand. Wow. Große Jungs vielleicht, aber nicht Familien, was dann wird früher so wieder. Ja. 41%, das ist was. Und dann vertelt sie erst al ein bisschen, du warst dann Jugendlicher und da war dann die
Ruta Transchaco gemacht. Wir müssen vielleicht erwähnen, wir sind hier von Asunción 450 Kilometer auf. Und hier kommen wir über den Fluss und dann mit dem Zug noch ein langes ein und dann außen. Da wird kein Weg direkt bei Asunción 450 Kilometer. Die war dann irgendwann von USA, die Impressas gemacht mit MCC Taubsitz. Ja. Da können Sie, oder müsst ihr, oder will ihr schon? Will wir. Da können wir Dienststellen, wann wir wollen. Und uns was lernen. Wie fuhren wir mal mit Pieren. Ja. Hier. Dat wir eine 60 und eine 59. Ja. Dann, ja. Und dann sie jetzt auch nach Transchaco gekommen. Vorher bin ich auf Lepra ein halbes Jahr. Mit Dr. Schmidt. Der fängt ja dann mal an, dass wir eine 59 bin ich auf Lepra, dann komme ich nüssen. Und irgendwo ans 2-3 Arbeiter, der hat doch, weil ihr dacht, dem Ziel noch wieder scheiden, dann kommt die Böll an und sagt, ich weiß nicht, nur Transchaco gehen. Da habt ihr Bulldozer. Und dann. Dat ging die ook als jong zijn, ja? Aber Lied. Een Bulldozer hier in een Pietje. Ja. Dan deed je een jaar. En dan deed ik daar een jaar. Het wil schaffen zijn. Op de grote machine en zij willen nog wel met zo'n mechaniek zijn. Dan wordt ik dan mechaniek. Na de reparatuur, ja. Ja, leerst je die dat zelfs? Ja, klar. Nou nee, daar weer je meer mechanics. Am Anfang weer het helper. En de een mechaniek, die kon maar Engels. En de andere mechaniek kon maar Spanisch. En hij kon maar plattdeutsch. Aha, wat deed je dat aan? Nou dan zei de Amerikaner, hol mal dem Schlätel. En dan ging je hem versucht, ja hem op Spanisch te erklären. Wat voor een Schlätel, dan kwam ik met zijn rauwe Schlätel aan, hij had aber zijn kleinen gemeint. Ja, zo was dat dan. Zo leert wie. Zo leert wie. Waar jij een tupje. Jo, zei ja. Die interesseert dat? Mich interessiert das wahrscheinlich, als wäre der Onkel noch ein Jahr nicht futsch gekommen und hat gesagt, wie stellen die aus Fallen Mechanik an. Oh. Mit 23 Jahren, ja, ist mein Jahr an wir. Dann kam die Horder an, die Horder war der ganze Läden. Die kam an und sagt, ich werde die länger bleiben, die will ich länger holen. Ja. Okay. Und dann seht ich, ja, und da stellte mich an und gab mir Geld und dann hat noch nicht mal mein Paar sein, nicht bei sich verschließen. Dann kriegst du geholt. Dann kriegst du, wir haben stolz eingestellt. Einmal gesehen, ja. Einmal gesehen. Und die sitzt dann al verder, dann fuhr je noch nach Ostparaguay auch was machen, ja? Nur her, ja. Ja, als der war ich dann vor dich wieder. Dann räumt er mich noch Coronel Oviedo. Dann dort wir die Maschine nicht, dann Cerrito Derchkunden im Bett. Ja. Und dann fuhren wir nach Coronel Oviedo und fangen da mit dem Weg an. Noch fallen wir in Friesland. Da krieg ich jetzt noch viel mehr Geld. Ah ja. Ja. Das ist ja alles sehr interessant, aber an der Titelrand. Irgendwann habe ich ihn dann befreit. Wie viele Jahre habe ich? 15 Jahre. 15 Jahre. 3 Jungs und 2 Mädels. Und dann ein Schaufgrötchen. Und ein Schaufgrötchen. Und du hast dann irgendwann eine Wirtschaft gekauft und so auf der Wirtschaft geblieben mit Viehzucht? Na ja, ich will auch ein Stützchen, ja. Angestellt dann noch? Angestellt da, ja. Also beides? Beides am Anfang. Ja. Kort noch ein bisschen deine Beziehung in Taufe, wo ist das passiert? Ja, dat wir als ik nog thuis bij pa weer met de pier, dan gaf dat in Nederland een wanderbibelschule. Ja, had je hier van, ja. Ja. En ook, geloof ik, ja. En daar moet ik dan met. Van Niendorp gingen we dan te voet naar Holstad, zur Bibelschule. Op 6 week weer dort. Op de Noord of even dag? Even dag, 3 jaar. En dat weer dan nächstes Jahr ook nog, ik geloof ik had 2-mal 6 weken gegaan. En dan nog eenmaal 3 Monate. Dan wird er Lothar, dan had wel meer leraars. Dan weer we sogar en het Church hadden we dan al im Unterricht, dat weer op 3 Monate. Nou ja, en door in de Bibelschule wordt dat gepredigt en geleerd, ja.
En ook dat bekehren. Ich will nicht der Erste, was losrennt, aber schließlich um ein Jahr irgendwann naja, dann bekehre ich mich dann. En 2-3 Jahre later leite ich mich dann seiten. Mhm. Ja, ich hatte an der Bibelschule doch ziemlich viel mitgekriegt. Wenn ich von dort darüber nachdenke, noch viel mehr, als ich überhaupt dann gelebt, dass ich da bin, ja. So, vielleicht kann man dort de jonge Lied vandaag de dag metgeven. De Bibelschule gaan leren, uit de Bibel leren, als dat wat kouder. Ja, unbedingt. Ja, wer soll man das sagen? Ich sage das an die Kinder, wir haben hier keine Bibelschule. Aber ich sage, Vortag ruhig noch Männer, die beide auch zu oberst. Und ja, recht an. Mhm. Und wir haben nicht ein bisschen mehr mitkriegen, dort ist keinem nicht schlecht, weil die Grundlage von unseren Mennoniten, von unseren Chaco-Mennoniten und alles die Bibel, Ja. das Evangelium, die Botschaft, ja, das ist ja ans Fundament in Wirklichkeit. Dat is ons fundament, Ja. Und dort, ich glaube, wenn man dort hat, dann wird das Leben doch irgendwo leichter, denke ich. Goed. So sind wir dort und so feile ich dort auch, ja. 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 Du hast voor meest 4 jaar deine Frau verloren. Ja, im August von das 4 Jahr, ja. Nu bist allein. Und nu zit ich allein, ja. Wo deed het? Goed, dat deed goed. Wat die eerst deed, Ik zei, dat de familie, de kinderen alle dichtbij eigenlijk zijn, ja? ja. Die komen dan bestemd allemaal wat aan. En dan had ik nog 3 zusters in Holstadt, die aan iedere kruising geroopt heeft als ik. Ah ja. En jullie hebben ook nog zo met mij nog een beetje fair zijn. Goed, Ja, dat is... en nee, ik vraag manchmal nog einfach, ik zei, waarom sie echt tijden wat dat ze goed heeft. Met 84, ja. Ja. En dat echt dat ze goed had, dat wundert mij iedere dag fris. Dat is maar niet nodig. Ja, dat is maar niet nodig, ja, dat is... Ja, en hij neemt dit dankbaar aan. Wat, Ja. Ja. Schijn dat je dankbaar bent. Ja. En dat je ook de zeugnissen geeft hebben. En wat we groot reden, dat Bibelschool, wer dat kan, wer die alleen het heeft, Oh, ja. zal de dag waarnemen. Ja. Ja. Dankeschön, Onkel Thiessen, für das Gespräch. En War noch gern geschehen. gut so, dann bis nächstes Mal.